Et ginn awer Virusinfektionen, do können d'Immunzellen neicht machen. Du kann in dem Kipper dann awer mat Medikamente hëllefen. E Beispiel hafir ass den HIV, de Virus den AIDS ausläist. Du ginnet haut Tretementer, die machen, dass de Virus manner déitlech an ustechend ass wie nach an den 1990er Joren. Meso Tretementer sind daier mussssen net Tider engem hëllefen an hunn noch gern Niewewirkungen. Wie wat macht man da lummer as dem SARS-CoV-2? Wat muss geschéien, fir dats man könne ganz normal liewen? Der froh ass dem Mr. Science nogangen, gedriven vun engem starke Verlangen fir endlichem Dirfen op e grosse Festival ze goen. Oh yeah, ein Festival. Da gehen wir hin. Auch der Mr. Science muss das Jahr auf ein richtiges Musikfestival verzichten. Ja, nach dem Lockdown sind wir schon ein bisschen mehr frei, mehr verschiedene Einschränkungen bleiben aber. Und mein Experiment von heute ist eigentlich ein Gedankenexperiment. Wir gehen auf ein grosses Festival von 100.000 Leuten, das 4 Tage dauert, und gucken, wie viele Leute sich hier ausstechen. Das wäre ja dann das größte Festival, das je zu Lützeburg organisiert gewesen. Ja, an der Einfachheit halber holen wir an, dass die 100.000 Leute alle gut von Lützeburg kommen. Ich basiere meine Rechnungen auf die Convince-Etude. Das ist eine repräsentative Etude, die bei der Lützeburger Bevölkerung gemacht wurde und wo festgestellt wurde, wie viele Leute das Coronavirus schon hatten und wie viele aktuell haben. Am Stand 1. Juni hatten 0,08% von der Bevölkerung den Coronavirus. Das sind da 80 von 100.000. Aber bei den 80 holen wir an, dass da 20 so krank sind, dass sie daheim bleiben. Das ist ungefähr ein Viertel. Und die anderen 60, die gehen auf das Festival. Das sind ja dann nicht so viel. Aber besteht dann da ein großes Ausstechungsgefahr oder wie? Laser! Wo sind ihr? Beim Sangen aber am Scheizen, da projizieren wir mini kleine Drüpsen, sogenannten Aerosolen. Und die sind so winzig klein, dass sie an der Luft hängen bleiben und die können den Virus transportieren. Und der Sänger versteht da, wann er infiziert ist. Ja, vom Sänger geht natürlich Männer Gefahr aus, weil der steht weit weg. Aber nicht als aber das hier innen. Auf einem Festival du hast den Social Distancing kaum denkbar. Und du können hier an der Bühne rundherum einen Infizierten bis zu 25 Leute stehen. Und das können auf alle Konzerte andere sein. Mir auf einem Festival gibt es neben den Konzerten auch noch viele andere Plätze, wo ihr sich Mino könnt. Gedrängtstand kann ihn aber durch Mesuren wie Hände desinfizieren, Wäsche gut spulen und das Personal Masken dreht, den Infektionsrisiko relativ gering halten. Was? Wie viel drängt, muss auch tags auf die Toilette, ne? Es sind zwar noch keine Ausstechungen von den Toiletten bekannt, aber Forscher von Lützeburg konnten aber am Aufwasser von den Toiletten den Coronavirus nachweisen. Also ist ganz wichtig, dass den nur der Toilette auch seine Hände wäscht. Wie viele Leute könnten dann insgesamt angesteckt gehen? Unter normalen Bedingungen geht davon aus, dass eine infizierte Person 2 bis 3 weitere über den Zeitraum von 2 Wochen aussticht. Aber im Festival kann ich davon ausgehen, dass das 12 viel mehr hoch ist. Ein bisschen mehr neue Theorien, die gehen davon aus, dass nicht Chip verreden ausstechend ist, sondern dass von 10 Leuten es einen sogenannten Superspreader gibt, den allein ganz viele Leute aussticht. Und die anderen sind eigentlich so Normalspreader, die über das Festival vielleicht höchstens pro Tag ausstechen. Das heißt, ein paar wenige Personen stechen super viel anderer an. Und das ist natürlich just den Anfang von einer großen Kettenreaktion.
Okay, krass, me Moment. Dat Weitergi vom Virus geht ja aber nicht so sehr. Nee, Gott sei Dank nicht. Ein neu Infizierten kann nur 3D eng weiter Person infizieren. Wenn ich alle gute Sachen konsiderieren, da kommen wir auf folgende Zahlen raus. Den ersten Tag haben wir ja 60 Personen, die ausstechen sind. Hier haben wir 6 Superspreader, die jeweils 25 Leute ausstechen, sind 150, auf 54, die jeweils eine Person ausstechen. Das heißt, wir kriegen 200 Neuinfektionen den ersten Tag, 204, und das geht 264. Den zweiten Tag sind die 60 selbst neu, die 204 Leute ausstechen. Und wir kommen den zweiten Tag auf 460 Infizierte. Den dritten Tag dieselbe 60, die 204 ausstechen. Aber den vierten Tag, da kommen die neu infiziert vom ersten Tag dabei. Das heißt, wir haben 26 Superspreader, die am ganzen 650 Leute ausstechen, und noch 231 Leute, die dabei kommen. Das heißt, nur am vierten Tag sind wir auf 1560 Infizierte. 1560 herauskehren ausgedrückt aus der Titan par rapport zu 100.000 schenkt das noch relativ wenig zu sehen. Aber auch schon relativ einfach Rechnung geholt an den Alex heute möchte aber mal die Modelle, die die Regierung auch hält für Infektionen anzuschätzen. Alex, aus der ein realistischen Szenario. Ja, es gibt immer einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das ist so ein bisschen wie bei der Wettervorhersage, wo wir eben das komplexe System vom Wetter für kurze Zeiten gut vorhersagen können, aber für lange Zeiten gibt es relativ große Unsicherheiten. Für dieses Festival-Setting sind diese 1500 Infizierten sicherlich eine gute Abschätzung. Das Problem sind gar nicht die 1500 auf dem Festival, sondern was passiert, wenn die dann nach Hause gehen. Ja, okay, die isolieren sich natürlich auch nicht alle an ihre Familien. Was passiert dann? Ja, genau. Das Problem ist dann, wenn die in ihre Familien gehen und in ihre Freundeskreise und dort können sie eben den Virus weiterbegeben in ihren sozialen Netzwerken. Und dafür verwenden wir dann Netzwerkmodelle, wie wir dann hier sehen, dass diese Leute von dem Festival andere Leute positiv anstecken. Und das kann dann eben dazu führen, dass wir diese starke zweite Welle bekommen, das dann das Gesundheitssystem überlastet. Und das will man auf jeden Fall verhindern, weil man aktuell immer bei Männern wie 10 Infizierten pro Tag an 1500 BQ wird dann schon relativ viel. So, also Joseph, ich gesehen ziemlich schwarz für das Festival. Aber du hast halt 3 Szenarien aufgebaut, für zu weisen, dass es aber kein klappt. Ja, genau, soll immer positiv bleiben. Aber so ganz ohne Mesuren wird das Festival nicht möglich sein. Und das erste Szenario als ein von Social Distancing, wo ihn dann auch Masken dreht und die Hände desinfiziert. Ja, also das klappt, kommen nicht wieder daneben Festival, als das dort aber nicht möglich, meine ich. Nee. Dafür ist eine zweite Möglichkeit, dass wir die von zum Beispiel einem Medikament, dass Männer Leute sterben in der Krankheit, oder was viele Leute immun wären. Und schon hier ein paar Steine festgepasst, und so kann ihn dann eine Kettenreaktion unterbrechen. Aber bei der Curran-Winz-Etude haben sie festgestellt, dass aber recht 2–3% von den Leuten das Immunität haben. Okay, es sind noch nicht viele Leute immun, und den Impfstoff ist auch noch nicht da. Was kann ich dann noch nicht machen? Und dann haben wir eine dritte Möglichkeit, das ist die ich am vielversprechendsten fand. Ja, du willst infiziert raus. Genau, weil man Logik von alle guten Leuten sagen, sie müssten sich für Festival testen lassen, da kriegen ja all die Infizierte raus und dann hat man keine Ausstechung mehr im Festival. Wenn so man hätte 90% von den Infizierten rauskriegt, dann haben wir entweder nach ein oder kein Superspreader mehr im Festival und dann hat man zum Schluss vom Festival nach 50 bis 200 Infizierte. Und das ist sich die Methode, die wir auch am Large-Scale Testing zu Lützeburg probieren. Und mit der Methode wird ein Festival dann möglich. Und wir hoffen einfach, dass den Virus an der Sommersonne futti geht. Wir gehen doch schon Methoden, die sagen, dass Sonne diesem Virus nicht wirklich viel schulden kann. Aber das eine Tüte von vielen, und es werden da sicherlich noch viel dabei kommen. Auch Diskussionen Tracing-Apps, Massentester an Impfpflicht werden uns wohl noch ein Zeitchen begleiten. Ja, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, aber wir hoffen, wir konnten nicht einen kleinen Abblick an die Welt von der Viren geben. Die Forscher die werden in Zukunft auf jeden Fall noch viel Mysterien zu lesen haben. pisa.rtl.lu, du hast die Sendung von den Novent von Lo und online. Ihr von uns zwei noch einen ganz schönen Novent. Bleibt gesund und bis die nächste Kehr. Ciao. Ciao.